ja, genau, mit der Hoe, die versuchen hier die Granitblöcke rauszuschlagen. So, wie viel haben wir dann schon? Ach, noch nicht mal 2 Stacks. Okay. Dauert noch ein bisschen. Nein, die hier nicht so, aber... So, hier noch, hier noch. Oh Mann, noch. Weiter abbauen, weiter abbauen. Das hier noch mitnehmen. Ich denke mal 4 Stacks sollten für den Anfang reichen. Der Zombie will mich, ja. Guck mal, du bist da unten. Ich bin hier oben. Die Frage ist, wie lange bin ich hier oben? So, mal vor. Ausleuchten, damit ich schon sehe, was mich erwarten wird. Also. Creep. Uff. Hier ist ein Spawner. Oder? Oder ist das ein anderes Zeichen wegen Gravel? So. Ah, perfekt. Hier endet der Cave. Das heißt, das Eisen davon nehme ich zuerst mit. Dann nehmen wir den Granit mit und dann gehen wir wieder nach oben. Ihr beide haltet jetzt eure Schnauze. Das hört sich irgendwie immer so an, was wie bei in einer WG oder nach einer Hausparty, wenn alle irgendwie auf der Toilette sind. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, so ein Wettkotzen. Eieiei. So, so, so.
Warum habe ich eigentlich heute so verdammt Kohldampf? Es ist komisch. Kennt ihr das? Ihr habt 1, 2 Tage nach dem Fitnesstraining so verdammt Kohldampf und ihr fragt euch jedes verdammte Mal nochmal. Also nein, ihr fragt euch jedes Mal, warum ist das so, dass ich nach dem Gym... Weil normalerweise, früher habe ich immer nach dem Gym extrem Hunger bekommen, weil der Körper braucht Energie. Jetzt mittlerweile bekomme ich erst so 2, 3 Tage später den Hungerflash des Grauens. Ja. Und weil mein Trainingsplan weiter so aufgeht, dann habe ich den Hungerflash jetzt nur noch am Wochenende. Aber es ist komisch. Obwohl ich gelesen habe, dass wenn man richtig trainiert, dass dann die Fettreserven dann irgendwie über Nacht angezapft werden und dann der Körper über den Tag übel Hunger hat. Und deshalb sich so denkt, ja Mann, du stopfst jetzt hier dich hinein, obwohl du nicht mal im Gym warst heute. So, komm, wir machen die hier, nehmen wir alle mit. Auch den hier unten. Dann denke ich mal, habe ich genug Granit für das erste. Ich glaube, ich nenne mein Haus das Granit. Das ist nicht das Granit, sondern das Granithaus. Küsse gehen raus an meinen Bro Granit. Ich kenne wirklich einen, der heißt Granit. Ich kenne auch einen, der heißt Barton. Barton, Beton, Tampon. Nichts gegen die Nationalität, die solche Namen hat. Ich bin kein Rassist oder so. Ich hab's mit jedem Volk, Land, Geschlechtsgruppe gut. Verstehe mich eigentlich mit allen Personen. Betonung auf eigentlich, also wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt hier irgendwie den Baba spielen, obwohl man nicht mal einen Chihuahua hat, für ihn auf der Straße spazieren zu gehen. Schämt euch bitte im Internet den Street Baba markieren. Sie glauben, sie kennen die Streets, nur weil sie mit Mamas Chihuahua spazieren. Ist leider eine Punchline, die ich nicht geschrieben habe, die hat Damon geschrieben. Das habe ich mir letztens mal wieder angehört, das Lied Rauche. Wer vom Lied Rauch ist das? Ich finde die Punchline einfach so geil, weil mir fallen so viele Namen ein, wenn ich das selber schämt euch bitte im Internet den Street Baba markieren. Sie glauben, sie kennen die Streets, weil sie mit Mamas Chihuahuas spazieren. Eine richtig geile Punchline. Wortwitz trifft viele Leute. Und ist eine geile Line. Nein, nicht so. Das Ganze ist ja jugendschutzmäßig und Freunde, Koks ist schlimm. Sagt einer, der nie konsumiert hat. Aber viele kennt. Nein, allgemein. Finger weg von den Drogen. Die einzige Droge, die ihr braucht, ist positive Energie, viel Liebe und ab zu Marihuana. Nee. Nix da mit Drogenpropaganda. Muss jeder selber wissen, was er zu sich nimmt, aber man muss auch wissen, die Folgen danach, die sind nicht gerade prickelnd. Aber ja, da sollte seine Erfahrung machen, wenn er das nötig hat. Euer örtlicher Dealer sagt euch Danke für das Geld, das ihr ausgegeben habt. Und es kommt immer darauf an, dass ich finde,
gewisse Erfahrungen sollte man machen, nur negative Erfahrungen sollte man vermeiden, auch wenn sie zum Leben dazugehören. Sachen, die man vermeiden kann, sollte man vermeiden, wie zum Beispiel Drogen konsumieren. Das, auch wenn Leute sagen, ich will die Erfahrung jetzt machen, dann mach. Aber wozu? Weil eins sei dir gesagt, solche Leute, die solche Sachen sagen, die haben nicht einen starken Willen. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass es bei einmal probieren bleibt. Bei harten Sachen, jetzt Marihuana oder so, ja, da bleibt es auch nicht bei einmal, aber das ist nicht so gravierend für den Körper und für die Psyche. Außer du bist minderjährig und steckst in der Entwicklung, dann ist es was anderes. Oder du hast psychisch schwerbare Krankheiten, dann ist es auch nochmal was anderes. Also es gibt so viele Faktoren, aber für viele Menschen ist es ungefährlich, Cannabis zu konsumieren. Nur, wenn das der Staat kontrolliert macht. Dann ist es ungefährlich. Sonst ist es, ich will jetzt nicht sagen, dass Marihuana restricted ist, aber je weniger ihr davon wisst, umso mehr geht ihr Risiken ein. Je mehr man darüber Bescheid weiß, umso sicherer kann man sein. Also zum Beispiel, wenn ich Alkohol kaufen gehe, irgendeine Flasche Wein oder so, dann weiß ich, der Wein kommt von dort, der ist so und so zubereitet worden. Ich kann den trinken, ohne dass mir irgendwas passiert, oder wisst ihr, was ich meine? Ohne dass da irgendwie Leute zu tun gehabt hätten, die irgendwie den Profit sehen. Und damit profitieren meine ich so faken und so. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, allgemein Drogen sind schlecht. Schlecht. Jeder sollte die Erfahrung machen, wenn er will. Muss nicht sein. Der ordentliche Bürger sagt dir Danke, dass er sein Leben leben kann. Aber was ich gemerkt habe, Drogen beeinflussen deine Leistung extrem. Positiv wie auch negativ. Den Preis, den du zahlst, ist nicht gerade direkt an dem Moment, wo du im Rausch bist. Der Preis ist, den du zahlst, ist der Tag danach, respektive die Wochen oder die Auswirkungen, die du während dem Konsum gemacht hast. Das ist dein Preis, den du zahlst. Und das vergessen sehr, sehr viele. Sie denken, ja, ich bin ein bisschen high, gechillt. Mach danach mal einen Koordinationstest oder so. Und am nächsten Tag, ihr werdet es merken. Auch weil viele sagen, ne, Xanax, ich kiffe seit Jahren und so. Ich auch. Muss ich ehrlich sagen. Ich mache jetzt eine Pause. Von Minimum 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Monaten. Der Grund dafür ist, ich will meinen Körper nicht immer betäubt haben. Ich habe keinen Bock drauf, irgendwie ein stumpfer Zombie zu werden, der so Also ich will nicht werden wie die Kollegen hier unten. Macht es einfach mal. Ich habe schon viele Tests gemacht, was Cannabinoide angeht. Das ist, man kann ja in der Schweiz legal CBD kaufen. Und das ist nicht schlimm. Aber ich habe jetzt viele Sachen gemacht und kann den Vergleich ziehen. Es beeinflusst eure Leistung und zwar übel. Ihr seid es euch nicht mal bewusst. Zum Beispiel komplexe Gedankenstrukturen wie Rolex-Uhren. Das war ein schlechter Spit. Aber auf was ich hinaus will ist, macht wirklich euch komplexe Gedanken über ein Problem nüchtern.